Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Wir haben für euch den Schwinger vor Stunde, Gnägi Florian. Wir wollen den Berner noch etwas genauer kennenlernen. Und der Spatenstich zum neuen Themenweg Via Sapiens auf dem Beatenberg. Wir waren dabei. Jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Brand auf dem Balkon ausgebrochen. In Interlaken ist gestern Abend auf einem Balkon von einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ursache wird momentan noch untersucht. Mit dem neuen Geschäftsstellenkonzept wieder eröffnet. Die Geschäftsstelle von Credit Suisse in Gstaad präsentiert sich in einem neuen Look. Die Räumlichkeiten sind erweitert und digitale Elemente sind eingesetzt worden. Das Siegerprojekt für die Sanierung ist bekannt. Vor etwa einem Jahr hat die Stadt Thun die Sanierung der Schule Strätlingen ausgeschrieben. Jetzt sind die Sieger gefunden worden. Das Projekt Andromeda hat den Architekturwettbewerb gewonnen. Der Schwinger Gnägi Florian. Nach den Siegen beim Bergfest Schwarzsee und am Bernjurassischen ist der Berner noch mehr in den Fokus gerückt. Wir wollen darum den 33-Jährigen noch besser kennenlernen. Mein Kollege Manuel Moser hat darum mit ihm unter anderem über sein Lieblingsessen, über seinen Lieblingsschwung oder auch über seinen Lieblingsgegner im Sagmehl. Was hat der Gnägi Florian am liebsten? Wir haben nachgefragt. Ja, habe ich nicht wirklich eine, aber blau gefällt mir noch gut. Ja, ein gutes Stück Fleisch und eine gute Beilage dazu. Auch das ist eine schwierige Frage. Ich habe gesagt, Kühe. Möglichst vielseitig, darum eigentlich auch kein Lieblingsschwung. Im Moment geht Alfa Romeo. Mein Hockey spielen hatte ich früher abends 32 gehabt. Ein guter Kollege von mir spielt auch mit dem 32. Und das war aber näher besetzt und heute mit dem 23. Nein, eigentlich nicht unbedingt. Im Winter gehe ich gerne auf die Ski, der Frühling gefällt mir gut, im Sommer natürlich Schwingsaison, aber auch der Herbst hat sein Schönes. Nein, das gibt es eigentlich auch nicht. Probiert gegen jeden immer das Optimum rauszuholen. Puh. Auch nicht wirklich eine, nein. Die Brünig sicher immer sehr speziell. Schwarzsee habe ich auch sehr gerne. Und nachher ja, natürlich das Eidgenössische, das Berner Kanton. Seeland gefällt mir natürlich sehr gut. Ich als gebürtiger Seeländer ja, am See, auf dem Wasser sehr gerne daheim. Wasser. Nein, also ich schaue mit allen möglichst gut auszukommen und also mit verschiedenen sehr gut, mit anderen vielleicht ein weniger gut, aber jetzt den Lieblingsschwinger hätte ich nicht, nein. Vom Sagmehl jetzt ein bisschen auf einen steinigen Weg, was aber in diesem Fall absolut positiv gemeint ist. Auf dem Beatenberg entsteht nämlich ein neuer Themenweg. Via Sapiens, weiser Weg heisst der. Auf diesem Themenweg geht es um die Geschichte des Menschen. Meine Kollegin Kim Franzen berichtet. Also ich bin schon länger mit dieser Idee von einem Themenweg unterwegs. Ich habe schon an anderen Orten ein bisschen geforscht, ob das möglich wäre. Und bin dann mit dem Roland Noirjean hier von der Gemeinde ins Gespräch gekommen mit dieser Idee. Und gleichzeitig hat ein Freund von mir, der Hans-Peter Hufenuss, ein Buch fertig geschrieben. Das Buch «Urmensch, Feuer, Kochen». Und wir sind dann, ich habe ihn dann eingeladen hier rauf und wir sind dann da durch die Landschaft spaziert. Und er hat, oder es ist dann klar geworden, das könnte zusammengehören, die Geschichten von seinem Buch und hier der Themenweg. Und jetzt ist es auch ein bisschen ein begehbares Buch. Der Kirschbaum ist ja ein Teil von dieser ersten Station, von dem Via Sapiens. Und der Via Sapiens erzählt ja die Geschichte, Mensch-Entwicklungsgeschichte, Mensch-Werdungsgeschichte über 17 Stationen und die erste Station ist Früchte. Und da im Beatenberg gibt es verschiedene Obstbäume, aber es hat dann
paar Zufälle gegeben, die da zusammengespielt haben, ein paar Fäden, die da zusammengesponnen haben. Und der Wirt vom Bosit, der Herr Fassbind, ist verbunden mit der Fassbind-Kirsch-Dynastie in Zug. Und das ist ein Grund, warum jetzt der Kriesibaum steht, weil es ist auf seinem Grund steht der Baum. Und der zweite Grund ist, und das ist eigentlich der erste Grund gewesen, es gibt eine Sage vom Zwerg im Kirschbaum. Und die hat uns von Anfang an inspiriert. Die Sage erzählt von dem Kriesibaum und dem Zwerg, der dafür gesorgt hat, dass der Kriesibaum immer wieder neue Früchte macht. Und irgendjemand hat dann dem Zwerg einen Streich gespielt und hat den Ast durchgesagt. Und seitdem gibt es die Krise nicht mehr. Und die Geschichte hat ja auch ein bisschen mit dem Beatenberg zu tun. Es hat hier früher viel mehr Obstbäume gegeben als heute. Und vielleicht kommen ja jetzt nicht nur Krisebäume zurück, sondern der Zwerg auch noch. Ja, zurückkommen ist ja schon das schöne Wetter, wie man sieht. Und ob das so bleibt, das sagen euch jetzt unsere Kollegen von Meteor News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Schönen Feierabend wünschen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute war es zuerst noch häufig sonnig, aber im Verlauf des Tages hat das Gewitterrisiko deutlich zugenommen. Genau das sehen wir auch schön auf der Strömungsanimation. Wir sind nämlich im Vorfeld von einer Tiefdruckzone gelegen, mit Zentrum über Nordwesteuropa. In der südlichen bis südwestlichen Höhenströmung entsprechend hat uns eben noch mal sehr warme, aber auch zunehmend gewitterträchtige Luft erreicht. In Nacht auf morgen fasst uns jetzt noch eine Kaltfront. Morgen da ist also speziell im Oberland noch trüb und häufig nass. Bis am Mittag gibt es aber da von Westen her doch langsam eine Wetterbesserung und auch die ersten Auflockerungen. Die Temperaturen gehen auf etwa 13 bis 14 Grad. Und am Nachmittag gibt es dann eine weitere Wetterbesserung. Bis am Abend setzt sich dann mehr und mehr die Sonne durch. Im Flachland da ist es schon mehrheitlich trocken. Im Oberland dauert es noch ein bisschen länger, bis es dort langsam freundlicher wird. Die Temperaturen morgen am Nachmittag in Bern beispielsweise bei etwa 21 Grad, in Interlaken da messen wir 19 bis 20 Grad. Am Samstag da kommt der Sommer zurück. Es ist sonnig von früh bis spät. Selbst über den Bergen haben wir nur kleine und harmlose Quellwolken und die Temperaturen die reichen rund 26 Grad. Am Sonntag da ist zwar weiterhin häufig sonnig, speziell über den Bergen, bilden sich aber wieder größere Quellwolken. In weiterer Folge sind dort isolierte Hitzegewitter möglich. Das Ganze bei knapp 30 Grad. In Nacht auf den Montag ist stellenweise im Flachlandgewitter möglich und am Montag selber da ist es nur noch zum Teil sonnig. Es gibt immer mal wieder Platzregen oder zum Teil kräftige Gewitter. Schwerpunkt am Nachmittag und die Temperaturen die gehen ein bisschen retour. Am Dienstag und Mittwoch da ist aus heutiger Sicht eher unbeständig. Es gibt immer mal wieder Platzregen und Gewitter. Dazwischen, vor allem am Mittwoch, aber auch sonnige Abschnitte und die Temperaturen die sind auf schwülem Niveau. Das war es vom Wetter. Ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.